Es ist Freitag, der 1. Mai. Ich begrüße euch in Mundart. Eigentlich mache ich es am Freitag auch in der Schriftsprache, aber heute wegen einem Lied in Mundart, das ich den Beitrag beschließe. Doch nochmal eben in unserer Schweizer Sprache. Wir lesen 4. Mose 11,23. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Heute haben wir ja den Tag der Arbeit. Solche, die nicht schon frei haben heute oder eben nicht arbeiten können, haben vielleicht das Privileg jetzt zugunsten von der Arbeit, die man das ganze Jahr macht, ein bisschen auszuspannen und ein bisschen nachzudenken über die Arbeiterbewegung. Auf die geht nämlich der Tag zurück. Man kann den Film zurückdrehen bis 1886. Das gilt als Geburtsstunde vom Tag der Arbeit. Wir nennen ihn auch Tag der Arbeiterbewegung oder noch ein bisschen krasser, Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. In Nordamerika hat sich die Arbeiterbewegung zu einem Streik entschlossen, und zwar zur Einführung vom 8-Stunden-Tag gegenüber früher 12 Stunden, wo man $3 verdient hat im Schnitt. Und sie haben den Tag auf einen traditionellen Moving Day, das ist der Tag, wo man hin und her gezügelt hat in Amerika, gelegt. Der Generalstreik hat nachher so wie einen Hotspot bekommen, also irgendwie so wie einen Ort, der symbolisch geworden ist, so wie man etwa sagt, der Tahrirplatz oder der Gezi-Park und so weiter, so Plätze, die einfach plötzlich einen Namen bekommen. Das war ein Platz in Chicago vor einer Landwirtschaftsmaschinenfabrik, wo eine grosse Rede gehalten wurde. Der Streik ist ausgerufen worden, die Leute haben ihn befolgt, die Fabrik hat 1000 Arbeiter entlassen und denkt, das ist für uns kein Problem. Wir tun Neuankömmlinge in Amerika, Einwanderer anstellen und umstrukturieren. Das sind dann nicht so Stürminnen, die sind dann froh für ein bisschen Arbeit. Es hat nicht funktioniert, weil die sozialistische Arbeiterzeitung hat zum Boykott aufgerufen und sie nur 300 Leute anstellen. Dort hat die Arbeiterbewegung nachher irgendwie ein bisschen Schwung nehmen und denkt, wir fahren weiter mit Streiken. Der Streik hat 3 Tage gedauert und nachher ist auf diesem Platz eine Bombe explodiert. Es hat Tote gegeben, es hat Schiessereien gegeben, es hat noch mehr Tote gegeben. Es hat Verhaftungen gegeben von Anarchisten, die eben zum Bau vergriffen haben. Und so ist die Bewegung nachher irgendwie auf einmal einstweilen ein bisschen zum Stocken gekommen. Es hat Todesurteile gegeben, nicht alle sind vollstreckt worden gegen die 8 Anarchisten. 3 Jahre später, nach dem zündenden Erlebnis, das so etwas wie das Bewusstsein von der Arbeiterbewegung in Amerika hat zu einer Geburtsstunde geführt. Nach dem zündenden Ereignis ist dann 3 Jahre später die zweite Internationale durchgeführt worden in Paris. Internationale hat ja geheissen, die Arbeiter von allen Ländern sollen sich vereinigen. Das heisst, die entsprechenden Arbeiter, Dachorganisationen, Vereinigungen haben sich getroffen in Paris, für wieder ihre weiteren Kampfleitlinien festzulegen. Es ist zu diesen Revolutionen in der Folge der Zeit. Der Ostblock hat eine sehr rabiate Revolution erlebt. Im Westen konnte man das so nicht machen, darum hat man gesagt, wir gehen nach der Salamitaktik, immer ein bisschen, und so werden wir es noch durchführen. Aber warum hat man überhaupt gesagt Revolution? Weil Revolution heisst das Rad zurückdrehen, revolvere, latinisch. Weil die eigentlichen Vordenker, der Think Tank von der ganzen Bewegung, Marx und seine Freunde, haben eigentlich von etwas geträumt, was es früher mal schon gegeben hat, nämlich wenige Leute können über viel eine Kontrolle ausüben und nicht das Geld gerecht verteilen, aber so, dass man natürlich immer an den Schalthebeln bleibt. Das heisst, man geht wieder zurück zum Feudalismus, wie es früher der Adel gegeben hat und die vielen Bauern, so wird es jetzt die Banken geben und die vielen Arbeiter. Bankenkartelle, etwa 10 grosse Banken auf der Welt, haben angefangen, Revolutionen zu sponsern. Wir haben gemerkt, schon bei der russischen Revolution, eigentlich gibt es nur Verlierer, ausser ein paar wenige, vielleicht 0,01%. Die Ukraine selber unter Stalin im Jahr 1932-33
hat ja den Beweis erbracht, dass es bei dieser Revolution nicht so wirklich um die armen, arbeitenden Leute gegangen ist. Bis zu 13 Millionen Bauern sind ja dort verhungert. Schlussendlich hat es den Kapitalismus in zwei Formen gegeben. In einem Quantensprung hat sich das Geld vermehrt auf der Seite von denen, die profitiert haben von diesen revolutionären Bewegungen. Westlichen Bankenkapitalismus, östlichen Staatskapitalismus. Wie Cousins waren die. Wir steuern weiter in dieser Entwicklung. Man kann schauen, wie der Mittelstand langsam anfängt zu schmelzen in vielen Teilen der Welt, so zum Beispiel ganz prominent in Amerika. Das geht in schnellen Schritten vorwärts. Die neue Krise hilft massiv mit in dieser Bewegung. Das Resultat wird sein, Massen werden noch mehr verarmen. Und sogar die Arbeiterklasse, die immer noch die Hoffnung auf eine gerechte Verteilung der Mittel mit sich trägt, wird dabei ziemlich leer ausgehen. Der Markt wird immer mehr total kontrolliert werden von einigen grossen Banken. Und wir wissen, am Schluss werden die Menschen Kostgänger sein von einer Institution, die heisst 666. Es gibt einen Satz, der uns jetzt hier weiterhilft, nämlich Totengräber zu sein, mit so einem Schäufeli von der Hoffnung sein eigenes Grab schaufeln, von einem so gerechten Reich, wo die Güter ganz gerecht verteilt sind auf der Welt. Für den Rest werden sie vielleicht gerecht verteilt sein, für die armen Schlucker auf der Welt, aber für die kleine Elite wird es natürlich den grossen Teil, weitaus den grössten Teil vom Kuchen geben. England ist bei einer solchen Entwicklung, was heisst, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, eigentlich zu einem Kronzeugen geworden von dieser Wahrheit. Bei ihnen hat man keine Revolution, keinen Sozialismus einführen, weil die Engländer sind einfach nicht bereit waren, anfangen zu kämpfen gegen irgendwelche Industrielle. Weil sie haben nach ihrer Erweckung in Wales so viele gläubige Leute gehabt, die immer gewusst haben, letztendlich geht es eigentlich ohne solche Manöver. Viele Beispiele belegen, dass Gottes Hang, oder wie es in Jesaja heisst, Gottes Arm eben nicht zu kurz ist, sondern lang und sogar sehr lang. Sogar ganze Gesellschaften, das hat England und die letzte Jahrhundertwende bewiesen, brauchen dort nicht in das Fahrwasser hineinzugeraten und können ganz gut leben dabei. Ich kann mich erinnern, als ich gearbeitet habe in St. Louis in diesem Jahr, vor allem in der Jesus People Kommune, wo 10 Personen beteiligt waren, hat es ein Wochenende gegeben für Evangelisation. Und wir haben in St. Louis in den Strassen viele Zeitschriften und Bibeln verteilt. Am Schluss des Wochenendes ist man zurückgekommen. Wir haben natürlich nicht gearbeitet für Geld, niemand hat etwas verdient und der Kühlschrank war leer. Dann ist die ganze Gruppe in die Kapelle gegangen und man hat einfach ein Gebet gemacht. In dem Sinn, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz. Ich sehe den Bus noch, der ist vorgefahren, so eine Art Transporter von einer Bäckerei. Der Bäcker hat gesagt, ich habe da ein bisschen zu viel produziert über das Wochenende, ich habe mich verrechnet und ich bringe den ganzen Überschuss jetzt zu euch. Ich kenne euch, ich habe euch auch schon unterstützt. Nicht nur haben alle genug zu essen gehabt, sondern wir konnten sogar verteilen. Der Arm des Herrn ist nicht zu kurz. Wenn wir jetzt den Lehrtext anschauen, den ich jetzt noch aufgespart habe, ist es sehr witzig, dass das steht zu dem Tag der Arbeit. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Der Lehrtext ist also nicht gegen Arbeit, aber gegen Arbeit aus einem Druck heraus, Arbeit aus einer Angst heraus, Arbeit aus einer materiellen Not heraus. Die ganze Schöpfung funktioniert nicht so. Und sogar die Lilie auf dem Feld, sogar die Vögel unter dem Himmel, sagt Jesus, sind nicht von Angst und Sorgen getrieben, selbst wenn es da auch dort eine Katze gibt unter am Boden. Sie leben aus Gottes Hand. Das wollen wir am heutigen Tag mit einrechnen, wenn wir den Tag feiern. Und jetzt kommen wir zu dem Lied. Wir sind mit Lilien auf dem Feld.
Lied von Joe Dassin, aux Champs-Élysées, hier auch die Chance, das zu sehen. Wir sind wie die Lilien auf dem Feld, du sorgst für uns auf dieser Welt, du kleidest uns nach Kuss und im Vertrauen macht Sinn. Wir sind wie die Spatzen auf dem Dach, was morgen wird sein, ist deine Sache. Wo pfiffen wird, bleibt Kummer fern, weil du hast uns gern. Oh, die Chance, das zu sehen, für die schauen. Oh, die Chance, das zu nehmen, für die suchen. Kommen kaufen ohne Geld, das was zählt und das was fehlt. Weil Gott hat da vor offener Tür und heisst nichts dafür. Wir sind Kamel im Nadelöhr und schenken teurem Trog kein Gehör. Wir werfen letzte Lasten ab, das kommt nicht ins Grab. Wir sind wie Lämmer unter Wolf, doch tröstet wie die ersten 12. Sind demokratisch nicht der Zahl, doch das ist egal. Oh, die Chance, das zu sehen, für die suchen. Oh, die Chance, das zu nehmen, für die suchen. Kommen kaufen ohne Geld, das was zählt und das was fehlt. Weil Gott hat da vor offener Tür und da ist nichts dafür. Die Freiheit, die du gibst, ist mehr als das, was wir in der Werbung sehen. Ist mehr als jede Sicherheit, die gleich mal versagt. Die Freiheit, können weiterzugehen und manches auch Hunger wegzulassen, die uns schon mal unfrei macht, die hast du uns gebracht. Oh, die Chance, das zu sehen, für die schauen. Oh, die Chance, das zu nehmen, für die suchen. Kommen kaufen ohne Geld, das was zählt und das was fehlt. Weil Gott hat da vor offener Tür und heisst nichts dafür. Da vor offener Tür ist gern und über uns, sie sagen es heim. Die Reichtum, der ist grenzenlos, die Liebe ist gross.